Kapitel 15, Strand in der Wüste. Wir sind immer noch mit dabei, hier bei Fire Emblem 9, Path of Radiance. Einfach willkommen zurück und ja, vor allem unser guter Sohn entwickelt sich sehr, sehr gut. Soll heißen, nach 41 Erfahrungspunkten nach wird er sich weiterentwickeln, also ich hoffe zumindest, dass er das immer noch macht. Ja, jetzt haben wir noch den Typen hier und wir sind noch am Gucken mit dem letzten Item, aber das müsste eigentlich Fulki noch finden. Sonst ist Stefan ein neuer Charakter, aber ich glaube, neben das Nebukati ab und gebe es nachher. Ich würde sagen, dann okay, ist natürlich auch schon hohes Schwertniveau. Trotzdem, Seahawk ist halt unser Master of Disaster. Vielleicht mache ich sogar so, dass ich ihm halt bis A noch trainiere und nachher die Waffenschriftrolle gebe. Obwohl bei der Weiterentwicklung und so. Ja, wir sehen es alles noch. So, fehlt noch etwas. Er hat hier, glaube ich, den Stab noch gefunden, war genau der Purgativ. Wird nachher unsere gute Alia freuen. Ja. Wir würden uns natürlich auch darüber freuen, aber der ist ja draufgegangen. Der Herr Trottel. So, jetzt sind wir eben noch hier und irgendwo hier oben müssen die Stiefel sein. Und dann Leute überlegen, wenn der Erfahrungspunkte kriegt für den Oberboss dort. Lette Transform! Transform! Schon, dass es zum dritten Mal war. Die Stiefel, ist das geil! Ja, schon mal Juwel. Die Stiefel! Ein magisches Item, das die Beweglichkeit einer Einheit erhöht. Das kriegt sehr wahrscheinlich Alia. Obwohl es mit Purgativ nicht mehr so unbedingt nötig, aber wäre trotzdem noch nice, war so theoretisch. Okay, ist kurz im Level Up. Kann ich noch jemanden heilen hiervon? Wo so etwas nützen würde? Ja gut, doch. Für unseren guten Stella. Im Grunde genommen will natürlich das alle noch Erfahrungspunkte kriegen, aber logischerweise geht's nicht, ist mir auch klar. Ich pflege dich, Stella. Und Level 5 war eine richtige Jahre. Scheiße, ey. Ja, die sind uns coole Einheit, keine Frage, aber Level 5 ist halt schon sehr, sehr niedrig. Also, ich glaube, das ist echt am besten noch 5 Level trainieren, nach Meistersiegel verwenden. So, Stella. Da kommt doch nicht vorwärts, war ja klar. Ja. Jetzt wird sie hier eher weniger was machen. Beut vielleicht zum Anlocken, obwohl der ist sicher sehr schnell. 18-1 Lagus Tiger. Ich bin echt versucht, dass ich irgendwie Beut hier hinschicke und nachher der Rest der Truppe einfach. Er kommt ja. Nein, kommt echt nicht weit. Sonst was. Vielleicht soll doch eher sogar die Laguslanze noch geben, weil sie es eigentlich nicht mehr unbedingt braucht. Wir haben Geschwindigkeit 20 und sie hat irgendwie noch 11 mit Level 16. Hilfe. Ja, mal versuchen, wa? Also doppelt sicher nicht. Du hast immer noch 8 Verteidigungspunkte. Müssen sich auch nicht killen. Alter, die Stärke, hey. Das ist ja übel. Komm, so gucken wir mal, was testen würde. Alter, macht er echt 19 Damage. 66% bloß. Willst du verarschen? Boah, der Typ ist echt krass drauf. Ist natürlich immer noch Verteidigung 10, ne? Soll er vielleicht doch jemand anderes hinschicken zu verteidigen? Boah, die Offensive cool, aber Defense ist eine Katastrophe. Oder doch vielleicht Ike, wa? Aus dem, was passiert, ist er einfach stark. Wird er ihn anlocken. Was natürlich er kommt überhaupt und dann gucken wir mal. Okay, das ist jetzt gut oder ist er schlecht? Wir testen gleich. Was weiß ich nicht kommen, kann nachher mit Beut noch gehen, also. So, Son kommt sowieso hin, das ist kein Problem für ihn. Jo. Ja, mir fällt noch ein bisschen zu vorsichtig, aber lieber zu vorsichtig als eben das Gegenteil. Okay, er geht auch nicht. Er kann einfach angreifen, das heißt, ich kann mich theoretisch hier hinstellen. Mit der ganzen Truppe. Er dürfte also nicht kommen, zumindest theoretisch nicht. Noch jemand abschieben und so, braucht noch. Nee. Die Truppe erreicht, wie lange sowieso das Beut noch Level 20 erreicht. Sprich, er soll einen Finisher machen.
Stella vielleicht noch schwächen, Ike noch ankratzen, wobei die Entfernung wird dann lustig. Naja. Ja. Ja. Boah. So, Beut, altes Haus. Was? 21, ey. 59 Trefferchance. Ja, verarsch mich doch noch. Soll ich mal einen Test machen? Meine Gefährten nicht sind keine Diebe, aber ich bin sicher, das interessiert doch überhaupt nicht. Ja, recht hast du. Die Frage ist jetzt halt, kommt er oder kommt er nicht? Wir haben jetzt theoretisch ihn attackiert, also könnte es durchaus sein, dass er sich sagt, okay, greif an, tschüss. Gut, trotzdem, Void, Ike. Ich will keinen von ihnen killen, mit keinen Umständen. Das kommt trotzdem nicht. Ja, gerade mal ein bisschen an, bis ich mal treffe. Das kann noch ein paar Jahre dauern, Freunde. Der bewegt sich echt nicht, ey. Ich will schon mal mit ihr hier, mit Lagus Bogen, ja, falls sie trifft. Der ist nur ein Feld entfernt, wa? Nee, ist mal... Trotz allem, Leute, ist mir das zu heikel. Da kommt ihr gar nicht raus, wenn ich zum Beispiel das Ike hier vor die Nase setze. Kann ich auch was zu machen. Mann, ey, kannst du mich jetzt mal treffen? Ich weiß 49%, aber das zweite Mal. Come on. Triffst du bitte mal 14? Ey! Das reicht langsam, Leute. Ja, bleib stehen, bitte. Dass du triffst, das würde mich jetzt aber auch stark überraschen. Naja, etwas Gleiche. Was ist los? Hat er irgendwie einen Ausweichtrank getrunken oder was in der Art? Was ist hier los? Nein, der macht niemals genug Schaden bei Ike. Wenn du die Wahrheit sagst, dann will keine Diebe sein, dann hört auf zu kämpfen. Wenn es sich hier um ein Missverständnis handelt, sollten wir darüber reden. Hört auf, falsch nicht rein. Sie versucht eine Art Dämon zu täuschen, in die Falle zu locken. Macht ihr bereit zu sterben! Ey, Mann, kein Bock drauf! So. Das hat gut getan. Der Waldläufer, aber noch ein Level. Weil, ja, bei Ike glaube ich jetzt echt nicht, dass der irgendwie von selber levelt. Die tun mich Meisterregeln so alles nicht, ist also ein bisschen döfer. Döfer und schlecht. Sehr gut gemacht, Alia. Oh, 12 Punkte, ey. So, Boy, ich werde sehr dankbar, wenn du langsam mal treffen würdest. Was ist eigentlich los, Leute? Ist 49 das zweite Mal, come on! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ey! Ich kotze noch einen Teppich voll, ganz ehrlich. Okay, Leute, das reicht mir. So, wir machen bitte platt. Zweimal angreifen nach Futsch. Ist doch keine Laguswaffe mit dabei, war? Nö. Sie hat so eine Langlanze, aber Lagus soll Zink killen. Das wäre doch was. Mein, theoretisch würde sie es schaffen. Ja. Sagen wir mal so, sie machen guten Damage, aber wir sind nachher so gut im Arsch. Na, ich lasse mal hier stehen. Alter, dass die so schlecht treffen, ich kann nicht erwarten, vor allem sie nicht. Gut, er trifft, das war zu erwarten. Und jetzt, komm schon, mach ihn.
Ja, ey, ich glaube langsam gibt's auf. Also das kann ja wohl nicht wahr sein. Mann, ey. Oh, 59%. Mir verarscht doch hier echt alles und jeden. Das gibt's doch einfach nicht. Ja. Schön. Schön, schön. Ich finde es weniger schön, aber spielt ja keine Rolle. Hau ein bisschen Elfenlicht rein, von mir, das kann es auch zweimal oder kritten. Nee, macht für auch nichts. So, und jetzt wird nachher Bonus-EP werden. So, Beut, du kriegst nochmal einen Lagus-Axt, der wird sowieso nicht treffen, ist mir natürlich klar, deswegen stelle ich einfach mal hin. Und warte. Warte mal, echt, Leute, ist das normal? Das ist ständig nicht treffen mit 59 und so. Ich meine, hallo, ich glaube, die Spieler treffen mit den Gegnern mit viel weniger und viel öfter. So. Nein! Schluss, aus, vorbei. Nein, natürlich kein Level up, war ja klar. Ich lege mich schlafen. Wir haben verloren, aber ich lebe noch. Geil, wa? Was, du lebst noch? Wie denn das? Naja, ich bin halt der Gegner und so. Wir krepieren nie wirklich. Das ist einfach so vom Spielherrenprinzip und so. Nur ihr selber krepiert, aber wir kommen immer wieder. Ist mir egal, meine Gefährten, wenn sie gehen lassen, bitte. Nö, lass nicht zu, wa? Lass nicht zu, dass Muarim etwas tut. Was ist denn das schon wieder? Der Knirps. Bleib zurück, Kleiner, das soll sich doch nicht zeigen. Wenn ihr Muarim haben wollt, müsst ihr zuerst mich umbringen. Wer bist du denn? Er ist ein Bergjunge. Ich habe ihn zu mir genommen, als er noch ein sehr kleines Kind war. Er hat nichts mit uns Halbmenschen zu tun. Hör auf zu lügen, ich bin hier, weil ich hier sein will. Wer ist Anführer der Liga für Emanzipation der Lagus? Das bin ich. Du bist so ein Dummkopf, Mann. Und selbst tun, lass nicht zu. Lagus, oder selbst haben wir nicht nennen. Dann Anführer der Berg, die sagte Leute, Liga für Emanzipation der Lagus. Richtig verstanden? Wenn ja, dann habe ich nicht die geringste Ahnung, wovon ihr eigentlich sprecht. Ja, klärt uns doch mal alle bitte schön auf. Gut, habe das richtig verstanden? In der Geschichte Betschnins war, und es ist üblich, Lagus als Sklaven zu halten? Das stimmt. Aber das gehört auch der Vergangenheit an. Vor 20 Jahren wurde die Sklaverei geächtet und alle Lagusen freigelassen. Was das allgemeine Volk angeht, ja, da ist es genauso passiert. Es gibt also Teile der Gesellschaft, die dieses Gesetz bewusst brechen. Das gemeine Volk folgt dem Gesetz, aber in den Häusern der Adligen gibt es immer noch viele Lagus-Sklaven. Muarim und ich haben dies von den Senat gebracht, aber niemand hat uns zugehört. Darum haben wir weitere Krieger versammelt. Wir brechen die Häuser ein, denen Sklaven gehalten werden, und wir helfen diesen zur Flucht. Natürlich müssen die Adligen dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit nichts davon erfährt. Da stellen sie uns als Diebe hin und erklären uns zu gesuchten Verbrechern. Naja, schon ein bisschen crazy, was alles sogar in ihrem Bettchen noch abgeht. Was? Ike will was tun, bin mal gespannt. Nein, Sala! Hört auf mit dem Blödsinn! Wohin bringt ihr mich? Sagt es mir! Das ist nur noch ein kleines Stück. Ich verrate es euch, wenn ihr da seid. Das habe ich doch schon versprochen. Ich habe Tipa nicht Bescheid gegeben. Wenn ich gewusst hätte, dass es so weit reisen, hätte ich ihm eine Nachricht hinterlassen. Hä? Wald von Sirenes. Ist alles tot? Eine gute Frage, was hier passiert. Ist das... Sirenes, ist es das, was ihr mir sagen wollt? Dieses farblose Land, diese abgestorbenen und verwelkten Äste, diese leblosen Bäume. Ist das mein Wald? Ja, interessante Sprache.
Die alte Sprache. Es ist schon lange her, dass sie hörte. Ihr könnt sie ihm noch sprechen? Die Stimme des Waldes existiert immer noch. Warum? Wie konnte dies? So ist es, seit euer Clan diesen Ort verlassen hat. Der Bereich am Eingang ist besonders betroffen. Sie haben Feuer eingesetzt und die meisten Bäume sind tot. Unverzeihlich. Wie können sie etwas nur tun? Verfluchte Menschen. Was hat ihnen dieser Wald getan? Was, mein Clan? Die Menschen verachten alle Lagusen. In der gleichen Weise verachten sie auch die Natur. Sie denken, alles existiert allein zu ihrem Vergnügen und ihr Ansehen zu steigern. Oh, da ist wohl eine Moralpredigung die ganze Menschheit, wa? Also nicht nur im Spiel, sondern halt real-life-mäßig. Verräter, mal zu Barsch, entschuldigt, keine Sorge, das ist die Wahrheit, es wird schnell dunkel. Hier Willen von Adligen gibt. Ausleihen. Überlegt doch, Vögel wie wir nicht sind, haben keine Nachtsicht. Wenn uns Menschen entdecken, würden sie uns mit Sicherheit überwältigen und gefangen nehmen. Ich verstehe, was ihr meint. Und weg sind sie. Sehr schön. Ich sehe mich nachher Sperm um. Bitte, fühlt euch wie zu Hause. Naisala! Ja? Danke für alles, was du getan hast. Ich bin sehr dankbar. Alter Freund, jo. Ach ja, schöne alte Freunde, wa? Ist alles vorbereitet? Ja. Herzog Tanas kann ja still sitzen. Er zittert. Im wahrsten Sinne des Wortes, vor Erwartung. Das sieht nicht schön aus. Das glaube ich. Sorgt dafür, dass der Fettkloß versteckt bleibt. Wenn Wason ihn und damit seine Zukunft sieht, wird er verschwinden. Verstanden? Und nun ist es Zeit, die letzten Fäden zu spinnen. Auch dies tue ich für die Zukunft von Kilwas. Wason, bitte geh nicht zu hart zu mir ins Gericht. Aber ich weiß, genau das wirst du tun. Nun, so ist das Leben. Genieß ein neues Leben, alter Freund. Was hat denn der jetzt vor? Und damit ist Kapitel 15 beendet und wir starten mit Kapitel 16, ja. Die Sühne. Was ist das? Wer bist du? Was hast du mit Naisela gemacht? Hohoho, dies ist etwas, das jeder sehen sollte. Es gibt keine Zweifel, ich blicke auf das letzte lebende Wunder der königlichen Familie von Serenes. Dieses goldene Haar schaut, wie es in der Morgensonne strahlt und seinen Glanz vermehrt. Dieser sanfte Schimmer der weißen Schwingen, sichtbarer Beweis königlicher Abstammung, so sicher wie ich lebe. Herrlich, absolut prachtvoll. Ein wahres Kunstwerk, geformt aus Fleisch und Federn, all dieser Schönheit gehört mir. Das, was ich dem König der Raben gezahlt habe, erscheint lächerlich im Glanz des Schatzes. Was? Naisela hat mich verkauft. An dich? Ohohoho. Ja, du bist so wunderschön, so wie du wütend bist. Nun reiß dich zusammen, ich biete dir einen Leben Luxus. Psch. Au, meine Nase, meine schöne Nase. Bischof Oliver, du Monster, dafür wirst du bezahlen. Nein, tu ihm nix. Ihm darf nicht ein einziger Feder dieser wunderschönen Schwingen gekrümmt werden. Du schönes Wesen, du brauchst keine Angst zu haben. Im Laufe der Zeit wirst du erkennen, wie freundlich und großzügig ich als Meister bin. Das ist doch Wahnsinn! Mais oui, c'est la vie. So angsteinflößend, wie deliciös. Aber ich fürchte, wir werden uns für eine Weile nicht sehen können. Meine treuen Diener, hört auf meine Worte. Ihr dürft niemals die Hand gegenüber diesem Wesen erheben. Bereits seinem Alter mit Sorgfalten stört nicht seine Ruhe. Ich wünschte nicht, dass sein Gesicht durch Unmut erstellt wird. Seht ihr, Reiher sind zarte Wesen, aber wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, ja, der richtige Zeitpunkt, wann wird das sein? Ich sag euch, die hochnäsigen Senatoren und ihr Gesindel haben die längste Zeit auf mich herabgeschaut. Ich werde es ihnen nun zeigen. Aber ich muss für einen großen Auftrag sorgen, ein Auftrag, das niemand übersehen wird. Die Könige von Serenes sind legendäre Wesen, und wenn ich mit solch einem Wissen an meiner Seite vor ihnen erscheine, ich kann es gar nicht erwarten, Herzog Gaddos Gesicht zu sehen. Naisela, du Mistkerl! Verflucht seinen Augen, wie konntest du mir das antun? Ja, Raben, sage dazu nur. Tempel von Menal. Ich habe ihn hergebracht. Sehr gut, Ike. Ich werde dafür sorgen, dass ihr alle belohnt werdet. Wo ist der übliche Gefolge? Es sind nur 2 von euren heiligen Garde. Oh, es gibt einige Störungen. Ich denke, es räumt gerade mit dem Pöbel auf.
Aber kommen wir zum Geschäft. Ist dieser da der Anführer der Diebe? Oder ist doch nur ein Kind? Hat irgendwelche Entschuldigungen für seine schändlichen Taten vorgebracht? Wir sind keine Diebe. Wir suchen die Laguse befreien, die von diesen dreckigen Adligen gefangen gehalten werden. Was für ein absurdes Mädchen trägst du da vor? Im Jahre Betschnin 624 hat die Hohepriesterin Misaha, eine verehrte Großmutter, jedem Lagusklaven die Freiheit geschenkt. In Einklang mit ihrer Rechtsprechung werdet ihr im ganzen Imperium Betschnin keinen einzigen Lagusklaven mehr finden. Bezweifle ein bisschen. Ihr lügt! Unsere Gradzeuser haben euch jetzt noch Lagusklaven als dienen oder zu ihrem Vergnügen und zu Schlimmeren. Und der Senat, diese aufgeschwemmte Windbeute von den Senatoren, geben ein Stück Schweigen ihr Einverständnis. Das reicht. Ich habe doch gesagt, du sollst einen kühlen Kopf behalten. Ja, aber... Ike, warum hast du meine Flegel zu mir gebracht? Was hast du vor? Wenn ja jemand etwas vorhat, dann seid ihr das. Wirklich? Was könntest du damit nur meinen? Im Untergrund, was ein bisschen seltsam. Wir sollen was heute uns an. Eure Motive sind da im Handeln sind mir ein Rätsel. Oh, verstehe. Und? Hast du dieses Rätsel mittlerweile gelöst? Macht aufdecken. Aber ihr wollt nicht, dass die allgemeine Affäre, dass die Mehrheit des Senats in die Sklavenhaltung verwickelt ist. Und ich habe gedacht, du wärst so einfältig wie ein wilder Affe. Du bist ja doch sehr klug. Ich habe das nicht alles allein herausgefunden. Hey, jetzt wartet mal. Und in aller Welt redet ihr nur. Kann mir das mal jemand erklären? Und vor allem scheinbar hat sie vor, das dagegen zu unternehmen. Wirklich? Wirklich. Aber ob ich darin bestehe oder verliere, hängt hauptsächlich davon ab, was ihr als nächstes vorhabt. Gut. Ja, bin ich auch. Der Bischof Oliver. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen doof. Was verspreche ich? Jo, also ab nach Informationssuche. Aber erstmal, so, Held Boy, Neuzugang, Tormod, Murim, Stefan. Einnahmen, Ausgaben, Konto, Kampf, Bonus, 100, krass. Ja, schön. Tja, Freunde, und jetzt würde ich mal sagen, den Rest des Parts noch ein bisschen hier zuweisen und so weiter alles. Und den Rest machen wir dann wieder mal im nächsten Part. Oh, hat sie Profile, hey, alter Schwede. Die gute Alia war so, jetzt mal mit den ganzen Dingern gucken. Ja, ja, geh erstmal von unten her nach oben. Murim, was haben wir jetzt echt dabei? Leicht reduziert. Naja, ist jetzt ein Tiger, wa? Ruhig ablegen, sollen wir vergleichen. Immerhin Stärke 16. Vielleicht einen anderen. Oh, jetzt haben wir den auch im Team. Na, servus, ey. So, was denn für Werte? Also, ist echt wohl ein Feuermager. Ja, eindeutig. Oh, ein bisschen Wind hat auch drauf. Cool. Und 2 Felder. Okay, bereits 9. Die Werte von Level 7er. Ja, können wir machen, aber auch keinen Bock drauf, Leute. Nö, sorry. Will ich nicht trainieren. Ja, 2 Magier, sollen sowieso schon cool drauf. Das reicht mir persönlich. Okay, machen wir dann hier weiter. Makulov trainiere ich auch nicht. Stefan gibt es aber, den hat auch keinen Bock drauf. Soll also eher Seahawk machen, weil es halt mal nehmen kann, wa? Sicher mal noch das mitnehmen. Langschwert. Und Alia. Moment! Haben einen ganz vergessen. Der muss das dringend alles abgeben. So, man natürlich grundsätzlich kann die ganzen Items ja später noch ausrüsten. Jetzt wollte ich halt wissen, wie die nächste Mission aussehen wird. Was hat er Spezielles für Soul? Meine Feuer braucht er nicht mehr. Elfenlicht, Elfendonner, wie viele meiner Varianten, noch ein Elfenwind, momentan ist aber cool drauf. Und dann muss man sagen, es wird Zeit, ihn zu entwickeln. Ike nichts, York. Und CP habe ich überhaupt noch, nicht mal so viele. Ah, nein, wird schon reichen. Naja. Okay, Alia kriegt keinen, das haben wir schon mal gesagt. Er kriegt noch 9 Stück. Für Level 19. Das heißt, wir haben noch 2 Level für die Entwicklung. Oh, sind das geile Werte.
Ja, so liebe ich das. Marcia, die kriegt nichts, weil sie sowieso gut levelt. Boyd kriegt noch ein paar. Ich kann den nächsten Part vermutlich auch mit ihm. Sprich, ihn noch weiterentwickeln. Jo, 20, geil. Gut, ein bisschen mehr Verteidigung bei dir gerne, aber egal. Ja, genau, noch ein Level, dann entwickelt er sich. Geil. Das läuft auch so ganz gut. Sie muss noch gucken. So und also, wa? Ja, seht's Leute, Level 1. Und jetzt, Freunde, wird Zeit für die Entwicklung. Erhebe dich, Sowen, als Weiser. Yeah, Mann, geil. Ey, wow, ist klar. Wähle neue... Was? Ah, geil, das geht jetzt auch. Aber man kann wählen, was man... Ey, das ist aber cool. Messer, nö, Stab. Tja, hat zwar jetzt Alia noch einen Rivalen bekommen. Ey, ist das geil. Finde ich das echt cool. Boah, guck mal die Werte an, Freunde. 16 Magie, 22 Fähigkeiten. Der ist echt krass drauf. Geschwindigkeit 20 ist sogar schneller als Titania, wa? Jo, ist er sogar. Natürlich hat er jetzt halt, aber gut. Das wird schon relativ schnell hochgehen. Geil. So macht das doch Spaß, Freunde. Okay, so, und haben wir jetzt so gesagt, nö, die auch nicht, Volke ebenfalls nicht, der auch nicht, sie auch nicht. Ja, wenn wir sagen, den Rest lassen wir so, wa? Und schauen wir mit der Zeit mal, was man noch alles machen könnte. So, jetzt muss ich mal ganz kurz Handel machen. So, die war sowieso kein Mensch. Kannst du neue Fertigkeiten? Kannst du auch Kult mal Sowen geben, wa? Das will ich mal gucken. Erstmal 10.000 dafür, geil. Meistersiegel, die Dinge noch, Konstitution, okay. Die Stiefel, Beweglichkeit. Komm bald wieder. Ike hat ja 6, ja, sie kriegt's. Sie soll sich mehr bewegen können. Sehr schön. Ja, also für den Abschlusspass vorher nochmal ganz kurz gucken. Was haben wir noch so alles? Stahlschwert, wo nichts Besonderes aussieht. Warmesser haben wir noch genügend. Ja, und dafür fehlt uns noch irgendwie der richtige Magier. Noch einmal Pflege mit. Da war noch eins drin, aber gut, passt. So, den Rest die ganzen Waffen so im nächsten Part anschauen. Doch, unser Team macht sich, wa? Jetzt muss man einen Teil davon. Na gut, ich würde gerne was anderes geben, aber fangen natürlich auch was, wa? Die Meisteraxt will doch hier Stabaxt. Hängt auch ein bisschen vom Level ab. Was noch alles passiert? Heilmittel haben alle, weil die vergesse ich gerne mal. Ihm fällt das noch. So. Hat Rolf das auch? Volker hat sowieso. Die brauchen es momentan noch nicht. Wobei, naja, mal schauen. Was hat sie eigentlich ein Elixier? Ich meine, eigentlich muss sie mittlerweile haben. Egal.
Ansel KPR. Freunde, wir sagen trotz allem Dank fürs Zusehen. Jetzt geht es hier weiter. Bringen wir eine Mission, Unterstützungsgespräche noch, Info und dann, jo, können wir richtig loslegen. Mit Zoen als Waisen Level 1. Dann ist es noch lustig, wenn wir auf Level 20 trainieren. Und dann vor allem halt einen guten Kevin und natürlich auch noch Boy, die so bald entwickeln werden, hoffentlich. Er kommt auch bald nach. Er muss zwar noch Level 20 werden, bevor sich irgendwie durch Kapitel bedingt weiterentwickelt, wie ich mal vermute. Und die anderen, naja, die kommen langsam sicher auch mal nach. Ja, vermutlich eher langsamer. Aber egal, bis dahin. Tschüss.